Gedanken weitergeben. Wir haben in dieser Geschichte sehr eindrücklich gesehen, dass Gott eben der ist, der Fels, der uns den Weg weist. Dass er aber auch eine Höhle ist, die uns Schutz gibt in stürmischen Zeiten. Und zeitgleich auch so klein wie ein Steh, wo wir unter einen Flügel klemmen können, der uns daran erinnert, dass er immer bei uns ist. Und das ist eine Verheißung, die uns in der Bibel ging zugesehen wird, dass Gott bei uns ist. Zum Beispiel in Matthäus 28,20 sagt Jesus, bevor er die Erde verleiht zu seinen Jüngern: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis an das Ende der Welt. Was für eine Zusage, die Gott uns gibt. Und wir haben ja in dieser Familiengottesdienstzeit von diesem Jahr das Thema Hoffnung. Und für mich ist das auch so eine Hoffnung, dass wir die Zusage haben, dass Gott bei uns ist. Weil ich glaube, wir haben alle Zeiten im Leben, wo es uns vielleicht auch so geht wie der Tante Martha, wo sie fragt, liebt mich Gott denn wirklich? Ist Gott bei mir? Aber ich habe mich zuerst so gefragt, ja, was ist Hoffnung eigentlich? Was ist Hoffnung genau? Und im Duden steht dazu Folgendes. Hoffnung ist ein Vertrauen in die Zukunft, eine Zuversicht, ein Optimismus in Bezug auf das, was einem die Zukunft bringen wird. Oder anders gesagt, Hoffnung ist eine positive Erwartung, die jemand in jemand anderes oder etwas anderes setzt. Also Hoffnung ist etwas Positives, etwas Schönes. Und so kann man sich logischerweise fragen, ist Hoffnung nur etwas für gute Zeiten? Wie gehen wir mit Hoffnung um, wenn es uns vielleicht eben gerade nicht gut geht? Wenn die Zukunft vielleicht eben gerade nicht rosig und optimistisch aussieht, wenn alles eher düster und trostlos ist. Auch da lehrt uns die Bibel einiges über das Thema Hoffnung. Und so wollen wir uns heute mit jemandem beschäftigen, der eben alles andere als vor einer zuversichtlichen Zukunft gestanden ist. Der eben vielleicht gerade nicht so voller Vertrauen war. Für das reisen wir zurück in die Vergangenheit, in die Zeit vom Babylonischen Reich. Die Israeliten sind jetzt schon seit Jahrzehnten in der Gefangenschaft, und haben sich mehr oder weniger mit den Umständen, mit den neuen Lebensumständen, die sie dort hatten, arrangiert. Und einer, der die Karriereleiter aufgestiegen ist, heisst Daniel. Er ist dort ein königlicher Berater gewesen. Er war der einzigste von diesen königlichen Beratern, der Nebukadnezar seinen Traum deuten konnte. Und bei seinem Nachfolger, Belsazar, war der Daniel auch der einzigste, der die geheimnisvolle Schrift an der Wand entziffern konnte. Und auch nochmal beim nächsten König, beim König Darius, hat der Daniel zu seinem engsten Beraterkreis gehört. Und er hat so ein Vertrauen in den Daniel, dass er gesagt hat, ich will ihn zum zweitmächtigsten Mann machen. Ich will ihn über alle anderen Berater setzen. Und schon das ist eigentlich etwas Außergewöhnliches, dass der Daniel unter 3 Königen Berater war. Meistens war es nämlich eigentlich so, dass ein neuer König den ganzen Beraterstab vom alten König abgesetzt hat und sich seine neuen Leute zusammengesucht hat. Weil die Gefahr, dass der neue Berater dem alten König noch loyaler ist als dem neuen König, ist viel zu gross gewesen. Und ich glaube, schon da sehen wir etwas über den Daniel. Sieht uns schon etwas aus über den Daniel, dass der eben unter 3 Königen zu den engsten Beratern gehört hat. Die Eifersucht der anderen Berater hat aber nicht lange auf sich warten lassen.
Und so haben sich Daniel seiner Widersacher einen fiesen Plan ausdenkt, wie dass sie dem Daniel schaden können. Sie haben gewusst, dass seine Weste rein ist, dass sie ihm nicht irgendwie Korruption, andere Sachen vorwerfen können. Weil der Daniel ist ein sehr frommer, sehr weiser und vorbildlicher Mann war. Und darum haben sie sich das zum Nutzen gemacht. Und sie haben dem König gesagt, wir haben eine Idee, wie dass du deine Macht noch mehr ausbreiten kannst. Du ein Gesetz herausbringen, dass während den nächsten 30 Tagen niemand zu jemandem anders beten darf oder jemand anders um irgendetwas bitten als dich persönlich. Sonst, wenn jemand das Gesetz bricht, wird er den Leuten zum Fraß vorgeworfen. Und Daniel, sein Glaube war ihm aber wichtig. Und er hat trotzdem gesagt, auch wenn das Gesetz rausgekommen ist, hat er gesagt, und ich pflege meine Beziehung zu meinem Gott. Ich bete weiterhin 3-mal täglich. Und ich stelle mir vor, wie die Widersacher sich Leute aufgestellt haben, die eben vielleicht ein bisschen um das Haus herum beobachtet haben, ob sie den Daniel verwünschen, wie der das Gesetz bricht. Und so ist es auch nicht allzu lang gegangen und sie haben Daniel auf frischer Tat ertappt. Spannend finde ich auch, dass explizit steht, dass er die Fenster aufgetan hat. Man würde vielleicht denken, dass er irgendwo ganz im Versteckten gebetet hat, aber nein, er hat es gemacht wie sonst. Und so haben die Widersacher von Daniel das erfahren, sind natürlich sofort zum König und haben ihm das erzählt. Und als der König erfahren hat, war er entsetzt gewesen, weil er hat gewusst, dass er mit dem sein treuest, sein loyalst, sein bester Mitarbeiter wird verlieren. Weil ein königlicher Erlass, das haben wir ja jetzt auch bei der Kampagne zur Esther gelernt, der kann nicht mal vom König selber rückgängig gemacht werden. Also der König hätte an der Stelle nicht können sagen, okay, wir nehmen das Gesetz zurück, ist eine blöde Idee gewesen, sondern er hat ihm sind selber die Hände gebunden und er hat Konsequenzen müssen ausführen. Er hat selber den Erlass nicht können umstoßen. Und so ist dann am Schluss festgestanden, dass der Daniel in die Leuengrube geworfen wird. Keine rosigen Aussichten, die ihn dort erwartet haben. Und wenn Hoffnung, aber einzig ein Vertrauen darauf ist, dass ihm eine rosige Zukunft erwartet, dann muss der Daniel an diesem Punkt von seinem Leben völlig hoffnungslos sein. Weil er eben gerade nicht darauf vertrauen konnte, dass ihn eine gute Zukunft erwartet. Wenn wir aber seine Geschichte lesen und uns mit der Person befassen, dann sehen wir, dass uns ein Mann begegnet, wo alles andere als hoffnungslos war. Im Gegenteil, es war ein Mann voller Glauben und Vertrauen. Vor einem Jahr hat Adonia das Musical Daniel aufgeführt und dort sieht der Daniel folgende Aussage, die mich total beeindruckt hat. Er sieht dort, ich stehe zu meinem Glauben, auch wenn es mir mein Leben kostet. Und auch als ich die Aussage, wo mir die in den Sinn ist gekommen, hat es mich sofort daran erinnert, an das, was die Esther gesehen hat. Die Esther hat ja auch gesehen, komme ich um, so komme ich um. Und ich glaube, das ist echte Hoffnung. Die beiden Menschen haben eine Hoffnung gehabt, die viel tiefer gegangen ist, als einfach nur eine gute Zukunft. Etwas Optimistisches, das immer erwartet. Ihre Hoffnung hat viel tiefer gegründet. Sie hat darin gegründet, in dem Versprechen, wo Gott dem Josua gegeben hat. Und durch sein Wort ist das ein Versprechen, das er uns allen gibt. Im Josua 1,9 lesen wir nämlich: Bist mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst.
denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, woher du auch wirst gehen. Und ich glaube, der Daniel hat das tief in seinem Herzen gewusst. Er hat gewusst, dass Gott ihn nie wird verlassen. Egal, was ihn erwartet. Er hat gewusst, dass selbst wenn jetzt die dunkelste Zeit von seinem Leben kommt, wenn er in die Leuengrube geworfen wird, Gott wird ihn nicht verlassen. Das ist seine Hoffnung, das ist das, was ihn durchgetreten hat. Was für ein Glaube, was für eine Hoffnung hat der Mann gehabt. Und mir kommt es so ein bisschen vor, dass der Daniel zwar gefesselt worden ist, er war auf dem Weg zu dieser Leuengrube, aber innerlich, in seinem Inneren, war er völlig frei gewesen. Weil er gewusst hat, ich bin nicht alleine, sondern Gott wird mit mir sein. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die uns die Bibel gibt, die uns eben innerlich so frei werden. Bereits am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott über den Menschen sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und wir hören die Worte und denken sofort an Ehe, wir denken sofort daran, möglichst schnell einen Partner, Partnerin zu finden. Aber ich glaube, dass Gott da noch etwas viel Tieferes damit meint. Dass er nämlich meint, es ist nicht gut für einen Menschen, dass er getrennt von mir ist. Wir Menschen sind nicht gemacht, für dass wir getrennt sind von Gott. Und ich finde es, und darum glaube ich, ist es auch, so oft sieht Gott in der Bibel, dass er uns nicht alleine lässt, dass er mit uns ist. Weil wir Menschen gegen daran erinnert müssen werden. Es ist so, wie der Emil in der Geschichte von seinem Vater daran erinnert muss werden, dass Gott eben nicht alleine, dass Gott ihn nicht alleine lässt, dass Gott mit ihm ist. So müssen auch wir gegen an das erinnert werden. Und Gott sagt in der Bibel 146 Mal, sagt er, habt keine Angst. Das ist der häufigste Befehl, der in der Bibel vorkommt. Es ist nicht, man würde vielleicht erwarten, der häufigste Befehl ist, lieb die Nächsten oder lieb Gott. Aber nicht der häufigste Befehl ist, hab keine Angst. Und ganz oft kommt eben auch der Nachsatz, weil ich mit dir würde sein. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass die Wahrheit unser Leben darf prägen. Und dass wir eben auch so eine Hoffnung dürfen haben. Eine Hoffnung, die nicht mit dem Tod endet, sondern eine Hoffnung, die über den Tod rausgeht, die das ewige Leben zum Ziel hat. Wo wir schlussendlich die vollendete Gemeinschaft mit Gott dürfen erleben. Das, was wir hier auf Erde erleben, das ist ein Versprechen, dass Gott uns nie alleine lässt. Aber ich glaube, es ist nur ein Stück von dem, was wir mal im Himmel in der Ewigkeit mit Gott dürfen erleben. Aber ich bin überzeugt, dass wir schon hier in der Welt dazu bestimmt sind, mit dem Gott vorwärts zu gehen. Weil wir eben genau so Menschen werden können wie der Daniel, wie die Esther, die kompromisslos sind, die mutig sind, die Hoffnung haben in die Zukunft. Nicht, weil alles Schlechte ihnen aus dem Weg geräumt wird, sondern weil sie wissen, dass Gott an ihrer Seite wird sein. Und ich persönlich finde die Hoffnung etwas Wunderbares und etwas vollkommen Freimachendes. Und ich denke, wir dürfen uns das Wort vom Asaf aus dem Psalm 73 zu Herzen nehmen. Er schreibt dort nämlich, Gott wird mir immer nahe sein. Deshalb will ich ihm vertrauen und mich freuen, dass er bei mir ist. Amen.